Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran met me. Hier reden we over wat we kennen met God durch het leven ranen. Met junt als Eduard Giesbrecht. Welkom vriend, welkom to het programma Ekran. Hier is Eduard Giesbrecht met junt en vandaag ga ik hier met me Bill en Martha. Martha, ik geloof, du bist het tweede Mal hier, niet zo? En Bill is al fertig, maar je bent een paar. En daarna ga ik Sieglinde hier. En vandaag wil we over Gottesvolk reden. En dat is een thema dat hielt sich ein bisschen so anders. Dat hielt sich, mir hielt sich dat ein bisschen schwer an. En wenn es ein Thema ist, würde ich von der kurz gleiche Eier wie Rahmen von dort reden, was Gottesvolk ist und so wieder. Kurz von der Bibel anfangen. Was die Bibel davon sagt, Sieglinde. Ich habe hier Psalm 100, Kapitel 111, Vers 10. Weisheit kommt durch Gottesfurcht. Wer verständig ist, hält sich an seine Geboten. Er soll ewig gelobt werden. Und dann Sprecher 1, Vers 7 sagt, ewig auch steht, Furcht für den Herrn ist der Anfang von Verständnis. So, nu habe ich da gehört, wo Furcht der Anfang ist von der Weisheit. Und das, was wir noch ankommen wollen, wie wir weise waren, aber was bedeutet das Wort Furcht? Bill, kannst du mir das erklären, was ist Furcht? Ich denke dann an Angst. Well, dat zijn twee zeer verschillende woorden. Angst en Furcht zijn twee dingen. Wanneer du denkst aan zo'n kleine kind, haben die Angst für ihre Eltern. Oder haben die Furcht für ihre Eltern. Wenn ein Kind, wenn die ganz natürlich ist gewesen, und die ganz gescheit ist gewesen, die kannst du immer sein, die lehnen sich an Mama und Papa an, da ist keine Angst. Aber die wissen auch, was recht und Unrecht ist. Wenn die was Unrecht getan, dann haben die eine Furcht für ihre Eltern. Und so, und das nämliche Beispiel ist es mit Gott. Wir haben nicht Angst für Gott. Und die Bibel sagt uns, er ist uns Freund. Jesus, der sagt, er ist uns Freund. Das kann ich wirklich nicht begreifen. Das heißt einfach, dass wir würden Terroré oder einen Kaffee trinken, dass er uns Freund ist. Das ist, was er sagt. Das ist, was er sagt. Und dann würde ich, er hat nicht Angst für die. Nee, wir haben uns nicht Angst haben. Wir sind ja auch Freund. Ja. Und wenn ich will, du sollst mein Freund bleiben, dann will ich abpassen, dass ich die nicht beleidigen darf. Wir sind verlieren ein Freund. Und in den Ansicht habe ich Furcht dafür. Ich habe nicht Angst für die, aber ich habe Furcht, dass wenn ich nicht abpasse, was ich sage oder was ich tue, dann wird die beleidigen und dann wirst du nicht mehr mein Freund sein. Da wird mir weiter. Und dann verstehe ich das auch ein bisschen so, diese Furcht ist auch so, wenn wir weiter, du hast eines Tages, ich habe noch ein großes Gerecht. Und du, dass du dann sagst, du wirst reich von Unrecht ganz auseinandergetrennt. Das habe ich gar nicht fair lehren, am besten wird fair merken. No, du gehst das mit dem Baden. Und du fair soll wie Furcht haben und du nur leben. Das lesen wir in 1. Petrus, das erste Kapitel. Da lesen wir dort, wo Gott sagt, seid heilig, weil ich sie heilig. Und ich habe das noch nicht vollbringen. Und ich glaube, ich kann auch keinem, was das hat. Aber durch Christi Blut kommen wir für Gott heilig. Aber wir wollen für ihn gerecht kommen, das sagt er. Dann, wo wir gerecht werden. Da, wo wir nicht, was Geld an ihm geben, da, wo wir nicht gleich reden, was uns nicht helfen, da, wo wir gerecht werden, in jeder einer von uns. Ich will, wenn ich für Gottes gerecht komme, ich will hören, dass er zu mir sagen, die besten treue Knecht gewesen. Komm dann zu der Herrlichkeit, was ich für dich habe. Und er sagte auch, in den himmlischen Versen, sagt er da in 1. Petrus, das erste Kapitel 16 bis 19, da redet er von den Gerechten, da wird reich sein. Und dann sagt er auch in den himmlischen Versen, weil deine Rettung, dort ist nicht mit Gold und Silber gekauft. Aber dort ist durch Jesus sein Blut und Jesus sein Leben. Mein Freund hat sein Leben für mich gegeben. Will ich dort respektieren? Will ich den beleidigen, was mir für die Ewigkeit geraten hat? Ich glaube nicht. Oh, ich würde mich sehr fürchten für den Tag, als wenn ich so für Gott komme, der sieht, dort habe ich mich nicht vorgenommen.
denk mal aan, van, bist eine Familie, bist ein kleines bisschen Beispiel. Mama und Papa, die hebben sich wat sehr feinet, wat sehr dieret, en die Kinder, die weiten dort. Wann die Kinder, die wollen sich doch besein, weil wir sein, die haben sich sehr dieret, tätig gekauft und eine Schief. Die Kinder, die wollen so passend mit umgehen, so vorsichtig mit umgehen, die dort die Mama ihre Schnee schieben, nicht wollen zweischlagen, nicht. Dort erst Furcht. Dort erst die nämliche Weg von Furcht, was wir für Gott haben. Gott hat sein Sehen geschenkt und hat sein Leben für uns gegeben. Und dort will ich für Furcht haben. Dort will ich nicht billig schätzen. Dat is voor mij al, dat wordt mij sehr wichtig, wenn ik kon niet weten, ik brauche nicht Angst haben, zoals ik van stelen moet Angst haben, wat mij wordt nu met een revolver hier rondrennen. Ik brauche nicht die Angst haben voor God, sondern ik furcht hem. En dat is wat heiligt, wat goud. En hast du een Beispiel, Martha, van wat furcht kan zijn, oder? Wenn einer Furcht hat, nicht Furcht hat von Gott, dann ist einer rebellisch und dann ist ungehorsam. Menschen, die ungehorsam sind und rebellisch, die sollen nicht Gott fürchten. Ich lege das Beispiel in der Bibel, wie Jesus den Angst hat mit seinen Jüngern. Dann sagt er, wollen einer an Paroden. Und dann Petrus sagt davor, sehe nicht ich. Und dann wird, wie wir in der Geschichte, wenn der Hund die Strömung gekriegt hat, dann hat Petrus hat ihm auch 3-mal verroten. Und wie wir Petrus haben verroten, er hat Menschenfurcht. Den Zeit, was Petrus lehen hat er Menschenfurcht, nicht Gottesfurcht. Und dann, wenn er ist Ehrenburg, dann hat er aber betterlich sehr hier. Und aber Judas, der Jesus auch verroten. Aber der hat nicht Gottesfurcht. Der war sehr bossig und schmeidet Geld in der Eigner und ging sich hängen. Und der Unterschied, was wir sein, wir Gottesfurcht haben, wir nicht haben. Und ich habe so eine schöne Bildserie auf in Petrus, 1. Petrus, was er lesen wird. Dort wird du dann noch herkommen, wenn wir Gottes Büsse da und Gottesfurcht haben. Dann wird unser Leben auch anders gelebt worden, wenn wir weiten, dort wie bei dem Gerecht kommen, nicht? Ja. Dus dat is de wijsheid, de alle wijsheid aanvang is dat wanneer ik mijn leven van eng her betekent, dat dan nog leef, dat ik wordt hem eng komen en wat wordt het dan geven en wie weten wat dan geven wordt, want du hast het gezegd. Dan wil ik nu ook mijn entscheidungen zo treffen, dat ik wat kan ik voor dit, einfach denk wat zeggen, kan ik met dit, zoals ik me nu entscheid, voor God stonden of niet. En dat kunnen ganz alldagse Sachen sein. Wo verhält ich mich, wenn mein Kind meine schmackste kommt, zwei Kind? Oder wo verhält ich mich, wenn das wird und das wird? So, frag mal, das ist nicht, dass Gott unsere Sünden alle abtäten, wenn Jesus bleibt, das hat er nicht. Dass die nicht verarmt ist, dort zu sein sind. Aber doch, welche Entscheidungen mache ich im Leben nicht? Das ist, was mir weise macht, mein Leben leben, wenn ich das vom Eng her kicke, nicht? Dat is mij, nu vangt mij dat ook al veel liefde van aanvang als je het lezen is. Wanneer ik ze tot leven doe, dan ik wel je wijsheid hebben. En wijsheid is dat wat oudere mensen hebben, dat die al weten, dat die al experientie hebben en al zo wou te leven, bereik te leven. En dat is wat ik krijg wel. En wanneer ik God vraagt, dan wil ik dat krijgen, dan wordt mijn leven ganz anders uitloten. Een Jugendliche, die heeft je de schwere met. Dat leven van engheid te kijken. Mensen een Jugendliche is vandaag, niet? Die leeft vandaag. Ja. Dat maakt het zwaarder. Zo, ik wil nog maar bijspelen gleich. Wat heb je van jou in Gottes Furcht leven? Dat niet bloß hier, dat Furcht, dat wordt erst niet in zijn bekend woord. Wat heb je van jou schon dag weten, als dat Gottes Furcht is er niet? Wel, in eerste geval, wanneer du meer als 10 jaar oud bent, dan weet je al meest krijgt alles wat er echt naar huis. En ik weet kinderen en jugendlichen, die proberen zich een beetje afschuldig te doen. Dat is goed zo, die zijn goed zo afschuldig. Die weten goed wat er echt naar huis. Meest krijgt allemaal. En die vervelen zich nog maar, maar meest allemaal weten die wat er echt naar huis. En zoals al erwähnt is, door wat een dag komt, wir wollen Rechenschaft, wo wir aufgeben, ob du da weißt oder nicht. Die Schrift sagt, dass jeder Knie wird sich behen, jeder Mühl, der wird betan, dass Jesus Christus der Herr ist. Dort sollen wir uns feststellen, wo wir den Tag stehen,
Want wir wollen für den gerecht haben. Und dann wo wir sein können, ob wir an fertig hat oder nicht. Kijk mal, das Martha al zei, dat is rebellisch. Wenn du dort nicht verschätzen, was Jesus für mich und für dich umgeritzt hat, dann wirst du rebellisch sein und du wirst nicht durchkommen damit. Na, dat maakt me denken aan den Aufschnitt, ich weiß nicht, wo der ist, aber wo das sagt, dass wir wollen durch das Gerecht durchkommen, aber da ist so aus durch 4. Und das für mich wie wenn es du von redest, dass wir nicht mehr Gott selber aber tot sind, nicht? Was ich ein bisschen fand, das Beispiel, das ist nicht nur von Menschen, das Beispiel, wenn ich von Ferch denke, und dort ist, Heidi und ich, meine Freunde, wir hatten ein ganz kleines Hundchen. Ein ganz junger Hundchen. In einer Weile gehabt, dass ein Hundchen sich benehmen soll, dass gewisse Dinge nicht soll und gewisse Dinge soll tun und so weiter. Und dort ist unglaublich, wo ein Hund ganz jung ist, aber wo dort lehrt sich zu fürchten für den Eindämmer. Wenn einer was sagt, nee, dann holt den Zerl an und kriegt bloß auf den Flur. Dort ist zum Lachen sitzen. Sogar ein Hund weiß, wo der Reich noch hat. Ja. Und wie ist doch, dass mir das nicht wie gefallen. Aber nu fällt mir wie, wo kann der Furcht um Hund sein? Der respektiert den Eindämmer. Und wenn einen Hund anlegt, der das, was du den sagst, und der weiß ganz genau, wenn du auf einer rechten Weg den dort beibringst, der weiß ganz genau, aber zur Gleichzeit, dass du erst jetzt läuft er den Eindämmer. Heißt, jedes Mal, wenn wir in ein Haus kommen, Jungs, der hüpft und der rennt drauf ans Raum, so sehr freut er sich, dort anzukommen, der braucht noch mal dort hier, dort anzukommen ist, dann rennt er Raum. Und ich glaube, so soll ans Leben mit Gott auch gesagt, das ist ein bisschen funny von der, aber Respekt. Wir sollen Respekt haben für Gott, dort gehorcht, was er sagt, aber uns frei von ihm. Und von dort von der war das eng, wir sind mit einem feinen Beispiel hingekommen, aber dort wird wir von der Jugend mitgeben wollen. Gottes Segen. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.